Ja, Freunde, das sind wir auch schon in Kampfvorbereitungen für diese, ja, wie soll man es nennen, Sidequest? Eigentlich schon, wa? Und irgendwie, ja, ich habe mir schon mal offscreen ein bisschen vorbereitet, weil, ja, hat es zwar aufgenommen, plötzlich war irgendwie 10 Minuten lang, da dachte ich mir so, nee, komm, da schnellst du wieder raus. Wäre ein bisschen zu übertrieben gewesen. Ja, wo ist das Problem? Das Problem, einerseits, wir haben Alois dabei, yeah, aber ist nicht bei uns im Team, das heißt, kriegt keine Erfahrungspunkte. Oh, scheiße, ja, Einheiten. Wir haben 10 Einheiten, von denen 3 fix gesetzt sind, nämlich die 3 hier oben. Bei mir sowieso kein Problem. Bei Chemie kann ich es auch verstehen. Alois, der stellt mir von ein kleines Problemchen, weil, ja, und hat er überlegt, ich hätte halt liebend gern noch Mercedes mit reingenommen. Warum? Ja, guck mal. Hier Karte. Also, erstmal haben wir hier noch so ein paar Typen mit Schwertern, mit Bögen, mit Äxten. Das ist alles kein Problem für die hier oben. Ich denke vor allem Alois hat da einen guten, das gute Zaubern. Theoretisch haben wir überlegt, könnte ich auch, da hätte ich eigentlich auch Raphael hier hochgepackt. Problem ist nur, ich kann Raphael nicht mit Alois tauschen. Das ist ein bisschen unpraktisch. Und auch Chemie geht nicht anders, sie muss hier sein im Heilfeld. Sehr geil. Mit Benedetta und Linhard da oben und hier oben oder unten natürlich auch ein bisschen die Tanks mit Raphael, Ferdinand ja auch ein bisschen, Petra mehr zum Abstauben und zum Kritten. Warum? Wir haben hier Stahlachs, Bogen, also hier sind vor allem ein bisschen die Axttypen. Deswegen Petra, weil sie ja den Axtbrecher, das Fähigkeit, und jetzt kommen hier Piraten bzw. Wyvernritter. Und die können, glaube ich, ziemlich Probleme machen, denn die sind ähnlich overpowered wie, genau, Pegasus Ritter. Problem ist hier, Wyvern-Ritter, die haben viel Verteidigung, wenig Resistenz, wie wir es kennen. Deswegen hätte ich gerne Mercedes reingenommen, noch ein bisschen mehr Magie-Power im Team hätte, oder auch Hubel wäre eine Option gewesen, aber so wie die hier stehen, ich meine, hier haben wir so ein Dreierfeld, also ich habe im Prinzip nur die Position vertauscht, offscreen, ein bisschen überlegt und so, sonst nicht viel mehr gemacht, kann ich ja gar nicht, von wegen, dass ich irgendwie die Position ändern würde oder so. Ich meine, die sind schon hier gespawnt und das heißt für mich so quasi, oh, neutrales Gelände und dann hier, weil die sind plötzlich hier drin und so, das heißt, ich muss die irgendwie hier drin abfangen. Was bei den Bodentruppen natürlich logischerweise geht, aber bei denen hier, die natürlich überall drüber fliegen können, wir von jeder Seite aus angreifen können, ist so ein Abblocken hier ein bisschen problematisch. Deswegen, ja, ihn wegen Magie logischerweise und heilen, er hat Purgativ, das heißt auch wenn er hier unten steht, können wir vielleicht die heilen und auch falls ein paar hier oben steht, heilen und dann eben 2 Bogenschützen, logisch, um die Wyvern runterzuholen vom Himmel. Hier ein bisschen diejenigen, die ich weiß, ein bisschen Power haben, Trophäe auch nicht nur wegen Magie, sondern auch zum Heilen. So viel zur Überlegung, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Schlachtbeginn, jo. Okay, der Kommandant wird besiegt. Chemie oder Alois wird besiegt, okay. Ah, verstehe. Aha. Das heißt, sobald sie die nach in einer Stadt sind, ist die Mission fehlgeschlagen. Ach du Scheiße. Sowas, ja, nee, sowas habe ich nicht gerechnet. Ich habe eigentlich eher damit gerechnet, quasi, wegen, dass die Häuser nicht zerstört werden dürfen. Ähnlich wie bei Fire Emblem Awakening. Und dass jedes Haus das überlebt, oder vielleicht auch NPCs retten, könnte ja auch sein. Aber halt, dass, wenn die und sowas halt übersteht, kriegst halt irgendwie, kriegst ein Item. Scheint ja aber nicht der Fall zu sein. Ach du Scheiße, okay. Erstmal gucken, welche Typen sind gefährlich. Ich habe schon ein bisschen geguckt, auch von Waffen her. Gibt es nicht viele, die jetzt gefährlich sind, außer halt die Wyvernritter, weil die haben leider ein bisschen viel drauf. Den mache ich jetzt mal, weil der noch so ein Geme hat, wobei haben die hier auch. Oh, Moment, ganz kurz.
So, sorry Leute. Ganz kurz mein Mikrofon ausstellen, weil ich musste gerade niesen und es war ein bisschen ungünstig, den Kopf wegzudrehen. Interessant. G1 und F1 bei mir noch das gleiche. Egal. Wo war ich stehen geblieben? Dann den noch markieren. Ich muss unbedingt auf die Wyvern-Ritter aufpassen. Die können mir echt das Genick brechen. Ansonsten würde ich sagen, Feuer frei, machen alle platt. Also ganz ehrlich, Petra, wenn du hier nicht ordentlich drauf musst, weil, ja, du kannst dir hier noch so einen tiefen Schnell-Monstrium und sowas geben. Nee, komm, du kriegst einen normalen Schnitter und haust einfach drauf. Zweimal, er trifft dich nicht und du machst einen schönen Crit. Petra, über das Wort Crit müssen wir noch unterhalten. Klar, er könnte theoretisch ihre Behendigkeit erhöhen, das weiß ich, aber ich dachte eigentlich, würde auch so reichen. Scheiße, das fängt schon mal geil an. Eisenschwert, ne, du machst natürlich Stahlpanzerende, weil du greifst doppelt an. Könntest zwar auch dir machen. Dreh spielt nicht so eine große Rolle, weil, ja. Machen die kaum Schaden bei dir. Wenn die auf Fennern losgehen, finde ich mal nicht so unwichtig. Mit Tumult angreifen, dann kann sich nicht mehr bewegen. Vorausgesetzt ich treffe. Wieso wusste ich das? Oh Mann, das wird lustig. Okay, wir gehen mal runter. Das war, glaube ich, so ziemlich das schlechteste Setting, was ich haben konnte. So, ich lese mal darüber. Was machen wir mit euch? Alois, kann ich dich bewegen? Jo, kann ich. Okay, geil. Kann ich die schon mal versuchen, in die Stadt zu locken? Ich meine, der kommt nur bis da unten hin. Hierhin finde ich irgendwie ein bisschen doof. Egal. Oder kann Schnorrer werden mit einer Fahrt. Oh, sammeln, was kann er machen? Glück. Also mal ein bisschen mehr Glück, vielleicht brauchen wir es. Mit welcher Waffe kannst du am besten? Streikkolben, ernsthaft? Okay. Streikkolben macht es am besten aus. Bei dir müssen wir mit Stahlpanzerende sein. Jo, war zu erwarten. Gut. So, Fair, du kannst auch ordentlich reinwummern. So, was passiert jetzt? Siehst du, Petra, so klappt ein Crit. Der gar nicht gewollt war. So, wie mir jetzt Ingrid helfen soll als Backup, ist mir gerade auch ein bisschen unklar, aber mal gucken. Oh, Tumult. Michael bitte ausweichen. Wäre sehr flott von dir. Ja, wenn einer schon mit 80% ausweichen kann, kannst du es auch mit 40%. Geht echt mal auf ihn los. Warum? Er hätte theoretisch die freie Auswahl. 35% und er trifft. Peter, was ist los mit dir? Das ist nicht mehr normal. Peter, du hast irgendwie die Arschkarte gezogen, kann das sein? Oh, wo greift ihr denn bitte schön an? Ach du Scheiße. Dann hier unten gucken. Ja. Hab eigentlich nicht so Bock, den da drüben anzugreifen. Aber irgendwie macht Peter nicht das, was er gerne hätte. Tiefer Fall, ja, aber dummerweise machst du den nicht doppelt. Ja, mit Crit würdest du ihn erledigen, aber ich traue deinen Crits nicht. Sorry, Kleines, aber daraus wird, glaube ich, nichts wahr. Ich meine, theoretisch könntest du natürlich den Bogen angreifen, aber du bist ja keine Scharfschützin. Oh, wir sind trotzdem unterholt. Okay. Das wundert mich ein wenig. Hui. Gut, ich meine, doppeln. Hallo, da muss erstmal jemand finden, der Petra doppeln kann. Und wenn du den gefunden hast, dann Halleluja.
So, du kannst das sowieso angreifen, da machen wir gar keine Sorgen. Aber nur mit dem Stahlpanzer hin. Alles andere kannst du bei dem knicken, wa? Dank denen kannst du doppeln, sonst bist du im Arsch. Man überlegt sich halt, was soll ich überhaupt noch Schwert und Axt geben? Wäre eventuell mal praktisch, wenn er irgendwie, ja, keine Ahnung. Keinen Plan, wenn er irgendwie, was gibt's noch? Ja, die Schwertbrecher bzw. Lanzenbrecher, Axtbrecher und so Fähigkeiten hätte. Also erlernen könnte, sagen wir mal so. Okay, das klappt soweit mit dem Heilen. Ich will, dass sie crittet. Das ist irgendwie so meine Hoffnung. Wendigkeit plus 8. Und dann mache ich mich von dannen. Tschüss! So, darf ich bitten? Was mich interessieren würde. Würdest du nur 25 oder 27%? 32, Alter, Handicap von Arsch, sag ich mal. Er holen einfach runter, komm. Zum Glück kannst du Bogen führen. Fähigkeit und Verteidigung, sehr gut, weil ja der vermutlich dann mal angreifen wird. Okay, Raffe war zweimal. Alter, der macht 9 Damage. Was ist los mit dir? 34 Angriff. Dank der Axt plus seinen Statuswerten. 34. Ja, das ist natürlich 20 Verteidigung. Dann kommt natürlich noch der Stahlschild hinzu. Beziehungsweise, vielleicht ist er schon drauf, aber wenn man sonst noch Verteidigungswerte ich gerade hier nicht sehe. Ja, du brauchst dringend mehr Verteidigung, Alter. Ist so. Gut. Was soll's. Du kannst trotzdem mal hier runter. Die Frage, Peter sag ich schon, Bernadetta. Trotzdem mal irgendwie so ein bisschen mitmischen, weil sonst hast du, glaube ich, relativ wenig zu tun, wa? Oh, der Blick. Ja, das ist Schweifschuss besser. Ein bisschen Schaden machen ist nie verkehrt. Wir haben hier 3 Gegner. Theoretisch. Ne, okay. Da schon theoretisch natürlich Alois auch aushelfen, aber warum, wenn ich alleine schaffe? Direkt hier Tabula Rasa, kann man Strategie angreifen, wa? Und dann noch die Umgebung schädigen. Ach, krass! Die Mutanten kämpfen mit, wenn ich da eine Strategie einsetze. Krasse Scheiße. Huch. Jetzt bin ich erwischt. Schade. Ja, edel bist du ja. Die Frage ist los, was kannst du? Können wir dir eigentlich heute mal eine Strategie machen? Ansturm. Oh, komm. Ist nur 80 weh, du triffst nicht. Danke. So. Was machen wir mit dir, Kumpel? Sagitai. Nee. Donnerschwert. Nee. Feuer. Oh yes. Bisschen Feuer, komm. Simples, schönes, gutes, altes Feuer. Gut, dann würde man sagen, hier oben breche ich schon mal ein bisschen voran mit Alois an der Front. Ist das klug? Ja, direkt drauf gehen wir da vermutlich nicht. Die Raffel macht zwar auch guten Schaden, ja, aber eben ist halt Feigling, ey. Weil einen zweiten Schritt drauf hat. Jetzt fühlst du dich geil, wa? Ja, jetzt fühlst du dich richtig geil. Ich komm nicht hin. Scheiße. Sie auch nicht? Komm schon, du bist doch irgendwie Scharfschütz. Also, nee. Ja, was soll er machen? Gehen ein bisschen zurück.
Gib ihr eine Waffe, mit der sie besser ausweichen könnte, falls der Typ doch noch kommt. Obwohl ich es bezweifle. Na, mir Linhardt, komm, du kannst da wieder ein bisschen heilen mit Pogativ. Ich weiß, es sollte bei dir ein bisschen sparen, aber der Raphaels Elixier verwenden. Da mal ein bisschen zurück. Ja, den Rest lassen wir so, wie es ist, war. Bernie, du kannst einfach nach unten, weil ich traue diesen Wyvern-Ritter nicht noch irgendwo herumschwirren. Der hat eine Stahllachs. Normalerweise keiner von euch einen Stahlbrecher, das stimmt soweit. Aber ich glaube, du wirst da auch einen Stahlbrecher. Achsbrecher, sorry. Du wirst trotzdem auch einen guten Job machen. So. Alois, gehst du mal dahin. Ich habe zwar keinen Bock, dass mir Erfahrungspunkte klaus, aber ich habe auch keinen Bock, dass mich hier, keinen Bock, nicht Block, und keinen Bock, dass mich hier überrennen. Ich glaube, ich gehe lieber ein bisschen raus, als dass ich mich hier hinten verstecke. Naja, ich kann Schaden machen, aber klar. Der ist natürlich ähnlich stark wie Shemir. Ich hätte ihn gerne im Team, aber ich glaube, ja, wir haben noch keine Rekrutierungsmöglichkeit bei ihm. Es geht einfach nicht. Noch nicht, vielleicht geht es ja gar nicht, weil wir die schwarzen alle gewählt haben. Kein Plan. Stahlpanzerhände und greift mit den Füßen an. Why not? Magie, ja, soll ich dir mal das Donnerschwert geben? Magie wird weiter steigen. Mach das sogar mal, ganz ehrlich. Kann der vielleicht mal neben treffen? Ne, kann natürlich nicht. So, das war ein Fehlerkumpel. Jetzt wissen wir nämlich ein bisschen zu nah an meinem Bereich. Jetzt kriege ich dich nämlich. Und hasta la vista. Ja, das war ein Fehler. Ja, und ich kriegt ein Level up. Sie kriegt genau die Werte. Sie oh, eigentlich perfekt. Was willst du noch mehr? Ja, klar, hätte noch ein bisschen mehr Glück haben können. Mein Gott. Man kann nicht alles haben, Freunde. So. Kurz heilen. Oh, Hammer Raphael muss auch wieder leiden, wa? Magie Feuer. Könnte ich auch mal nutzen, aber ich komme noch nicht so dazu. So, machen wir Hund auch mal ein bisschen Rambazamba. Ihr, wie gesagt, bleibt hier, weil ich sehe noch ein paar von diesen Kack-Wyvern-Ritter. Wenn die hier rüberfliegen ins Dorf rein, dann bin ich ein bisschen im Arsch. Was willst du hier? Ja, Der Handicap ist recht bei Petra immer erhöhen. Ist sonst nicht clever. Habe ich da irgendwie noch Truppen gesehen? Also, solche Truppen. Noch keine fliegenden. Alles klar. Ja, was macht man da, wa? Ja, da oben ein paar Typen. Der kommt, der gleich noch ein bisschen Stress will. Dann kommt der noch, der Stress will. Und zwar die Stress holen. Unbedingt alles mit Michael alleine machen. Alois hält sich tapfer. Ja, da fragt man sich. Lock ich die mal an. Könnt ihr einen da oben anlocken und die anderen hier unten? Okay, er natürlich sein verdammtes Sandgeme, mit dem er kommt. Okay. Bis hierhin komme ich. Ah, okay. Das macht Sinn. Die Frage ist das klug, Mike? Ist es klug, mit dir hier sich hinzustellen? Ja, warum nicht? Da kommt der Rophia zur Rettung. Was sagt der Part? Ja, es geht noch ein bisschen. Gut, also. Wow. 35%, dann ernst? Michael war raus. Siehst du, Alois? So funktioniert's. Oh, da sind neue Wyvern-Ritter. Das finde ich jetzt nicht so geil. Und sie auch nicht wirklich. Könnte noch den da hinten schon ein bisschen schrotten. Hä? Ja doch.
Ah, nur Veron reicht so weit. Okay, nee, komm, wir müssen was Schwächeres. Hier, Feuer reicht auch. Kein Sandgeme gibt's nicht. Strategie, whatever. So, Alter. Wie sieht's aus? Ein bisschen überfallgefällig, 95%, jo. Strategieschub. Mit Ingrid dabei. Das muss wehtun. Der ist weg. So, der nächste wäre auch schon dabei. Jo, soll mal kommen. Okay, Alois hält sich aber ganz wacker. Theoretisch könnte jetzt Edelgard hier ein bisschen absammeln in der Erfahrungspunkten. Alois steht da relativ gut auf der Brücke, das heißt, ihn kann sowieso nur einer angreifen. Warum also nicht? Oh verdammt, ich bin oben. Ah, ich hab unten bewegt, scheiße. Ich hätte unten nicht noch bewegen können. Nee, doof. Ich bin ein bisschen zu hastig. Hoffentlich geht das gut. Jetzt kommt er schon wieder. Ah, er hat gelernt. Er ist lernfähig, guck mal einen an. Da stapeln die sich bereits. Wo will der Wyvernfutze hin? Nö, so habe ich jetzt aber nicht gerechnet, ganz ehrlich. Da ziehe ich mich mal dezent zurück. Ein bisschen zu weit zurück, war egal, machen wir so. Ciao! So, da oben läuft's. Das war knapp mit Jamie. Okay, der kommt vermutlich hier rüber. Wird direkt abgeschossen, Problem gelöst. Dann machen wir hier unten weiter. Was ich ja vorhin vergeigt habe. Beziehungsweise vergessen habe. Ich muss lange mal die ganzen Supportgespräche zwischen denen hier machen, wa? Ja, grundsätzlich nichts dagegen, nur ja, dauert halt immer seine Zeit, wa? Am Schluss einfach ein Part, wo ich nur quatsche. Ja, nicht so geil. Also nicht nur ich quatsche, das ist sowieso nichts Neues, aber halt die Typen, die nur quatschen. Du kannst ja, wenn die einfach so angreifen, sind die selber schuld. Ah, wenn man einen Strandgeme. Sandgeme. Strategeme. Der kommt echt rein. Ach, das war der, den ich gesehen habe. Okay. Da hat man schon irgendwie, hey, wieso ist Dorothea noch irgendwie... Das war ein Auspass. So, er rettet sich gerade für Dorothea. Warum war sie gerade im Radius drin? Jetzt macht es natürlich Sinn. So, sie halten das sowieso gleich. Yeah. Sehr gut. Bernie hat bereits einen guten Job gemacht. Wie sieht's aus? Kannst du ihn one-hitten ohne Technik? Einfach krass mit 44 Damage und tschüss. Was war das? Fähigkeit? Wir sind... Was ist die hier? Ah! Besiegt die Einheit ein Gegner, hält sie für Einzug, Stärke, Magie, Behendigkeit, Geschwindigkeit plus 4. Das ist geil. Was mache ich jetzt hier oben? Ich würde sagen, Dorothea, du rielst ihn bitte mal. Weil er geht mir auf den Sack. Wieso so sagt ey? Alois, kurz zurück. Michael, kurz reingeswitcht. Jetzt mal ein Stahlschwert nehmen, oder? Du lernt das noch. Scheiß Streikhunden, kannst jetzt zwei am angreifen. Ich glaube, das ist nicht. Ich kann machen einen Ansturm.
Weg ist er. Gut, da haben wir da. Hier, das Feld wird übersichtlicher. Können wir mal hier unten ein bisschen gucken. Was haben wir da so Schönes? Da wollen ein paar wieder Stress machen, wie üblich. Das ist ein bisschen doof. Also ein Faustkämpfer, also kann jetzt hier da nicht so großartig reinkloppen oder so zurückkloppt. Weil Schnitter dürfte sie noch wehtun. Krieg doch mal, Mensch, Petra, was ist los mit dir? Also, muss er jetzt ständig das Ding geben da? Mit der Behendigkeit und so? Meißlanze, komm, zeig ihr, wie es geht. Wenn er ein besserer Krieger wird als Petra, dann ist irgendwas nicht mehr gut hier. So, Bogativ. Das ist echt. Ja, komm, sicher ist sicher. Ich glaube zwar nicht, dass es nötig war, aber es ist Fire Emblem. Wir wissen, Fire Emblem kann eine Bitch sein. So. Das noch, nachher wird ein paar beendet. Natürlich. Rauskämpfen kommst du auch noch. Kannst du auch mal kriegen? Du hast einen Schnitter, Mensch. Oh, das sieht nicht gut aus, was da unten abgeht. Was genau das sein wird, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.